Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 16 dürfte das sein von Big Ambitions. Wir sind wieder zurück bei unserem Charlie Cooper war der Name. Das ist weird, weil der wird uns halt nie irgendwo angezeigt, deswegen vergesse ich das wieder. Ja, schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ich werde jetzt die Folgen einzeln aufnehmen und nicht mehr am Stück. Und ich hoffe, das passt für euch, wie ich das die letzten 15 Folgen gemacht habe. Aber das war irgendwie doch ein bisschen mühsam und ich mache das jetzt anders. Mal gucken, was besser ist. So, wir haben letztes Mal, glaube ich muss erstmal wieder reinfinden jetzt, ne? Wir haben den Laden ja noch kleiner gemacht, ne? Hier, den Cooper's Diner haben wir die Zeitpläne minimiert. Und wir haben verdammt viele Burger. Ich habe mir was überlegt. Irgendwie lohnt sich der Laden ja so gar nicht, ne? Wir lassen das jetzt mal noch laufen, aber ansonsten bin ich dafür, dass wir den Laden einfach dicht machen, die Mitarbeiter behalten und einen zweiten Geschenkeladen aufmachen. Was haltet ihr davon? Ne? So, aber jetzt gucken wir erstmal. You're really getting the hang of this stuff. So I think it's time for you to Das haben move wir, glaube into ich, schon some gesehen, ne? new territory. Dass wir Office-based businesses. eine It's Anwaltskanzlei machen sollen. similar to retail businesses, but it's important to consider what's in demand in your specific neighborhood. Okay. You know what to do, so do it. Eigentlich könnten wir das machen. Wir haben ja durch das ganze Skippen haben wir ja genug Kohle, ne? Oh, unsere Motivation ist echt am Arsch. Oh, das war ein bisschen viel Fernsehen. Aber wir brauchen es auch, ne? Ja, komm, dann machen wir erstmal halt einen entspannten. Er ist halt immer noch down. Es geht auch nicht mehr hoch, ne? Kann das sein? Oder ist es, weil wir Hunger haben? Warte mal. Stunden schlafen. $3.349. Okay. Das ist halt... So. Hab ich das Gefühl, das bringt gar nicht mehr viel, ne? Nee. Das bringt gar nichts. Okay, wir haben 13 Uhr. Wir gehen mal gucken. Wo hatte ich denn meine Karre abgebaut? Ich hasse Vergangenheits-Timo, ne? Der macht immer so eine Kacke. So, das ist ja der Geschenkeladen. Da können wir ja mal vorbeigucken. Nee, das ist nicht mein Geschenkeladen. Das ist mein Geschenkeladen. So. Das läuft hier, ne? Hi. Okay, habe ich da nicht eine Mindestmenge definiert? Okay, nevermind. Das ist alles da. Preiswerte Geschenke, Getränkedosen. Teure Geschenke gehen bald aus. Kann das sein? Noch 53. Dann holen wir doch teure Geschenke. Und ich glaube, das ganze Burger-Ding streichen wir. Wo ist denn unsere Karre? Hier vorne beim Burgerladen. Bin ich nach Hause gelaufen? Warum? Ich war so durch, letzte Aufnahme. Oh mein Gott. Nicht überfahren. Danke. Haben wir hier noch was drin? Ach, Essen. Komm, lass mal hier auch noch kurz reingucken. Ja,
Das kann halt nicht sein, ne? Jetzt haben wir halt sehr viele Burger, glaube ich, ne? Ah, ich check's nicht. Wenn ich jetzt hier Econo View gestern Umsatz 1277 $787 mit Burger. Aber das ist ja Umsatz, nicht Gewinn, ne? Laufende Ausgaben, Gehälter, Miete, Marketing ist scheiße teuer. Warte mal, zahle ich das pro Tag? Mache ich deswegen keinen Gewinn? Wait a minute. Kann ich das künden? Preis pro Tag. Ach so. Scheiße, und wie lange läuft das? Wie kündige ich das denn? Wait a minute. Market Insider. Wie kündige ich das? Coopersteiner. Scheiße, wie? Marketing. Und dann ist es nur, ich zahle $750 pro Tag und habe nur 44% beim Marketing, ne? Marketing. Ciao. Ciao. Ja, weil das bringt ja nichts, weil der Laden ist ja, glaube ich, eh voll, ne? So, und dann gucken wir mal bei... Das haben wir optimiert. Und jetzt gucken wir hier mal. Preisgestaltung, sind die voll zufrieden? Vielleicht können wir ja hier noch ein bisschen was hochdrehen. Ja, ich gehe mal 20 Cent hoch. Den Preisen. Und Miete ist halt teuer. Gehälter sind teuer, aber die haben wir eigentlich minimiert. Aber das ist halt auch nicht viel Umsatz, ne? Ich meine, wenn wir das mal vergleichen. Ich frage mich, ob sich da das Marketing lohnt. Guck mal, die teuren Geschenke, die bringen es richtig, ne? Okay. Market Insider. Was ist denn so die Nachfrage? Wenn ich jetzt einen zweiten Geschenkeladen mache. Das ist immer noch gut, ne, in der Nachfrage. Im Vergleich zu den Burgern, die ja komplett abgestürzt sind. Irgendwo. Oder eine Weinhandlung. Wo kriege ich den Wein her? Wo kriege ich den Wein her? Habe ich nicht so eine Metro hier um die Ecke? Warte, ich nehme mal. Ich nehme mal die Karre. Da war doch da vorne so ein Laden, ne? Weil ich weiß, das Spiel will, dass wir uns eine Anwaltskanzlei machen.
Aber ich möchte erstmal, und ja, wir haben auch genug Kohle, aber ich möchte erst irgendwie, ich brauche kein Geschäft, was nicht rentabel ist. Das bringt hier nichts. So, was haben wir denn hier? Papiertüte, preiswertes Geschenk, Getränkedosen, Herrenbekleidung, Tiefkühlkost, frische Lebensmittel, Burger, Salat. Okay, das ist vom Salat schrumpft der Bizeps, das wissen wir. Haben wir denn Einrichtungshaus, Lagerhaus, Import-Export? Bräuchten wir halt andere Einkäufer dann, ne, um das zu importieren. Aber jetzt einfach mal für uns so. Geschäftsmarketingagentur, Import, Krankenhaus. Das ist ja kein Einzelhandel hier. Blind? Mal wieder? Großhandel, hier. Die zwei kennen wir ja, ne? So. Haben wir denn irgendwo noch einen? Tankstelle? Nee, ne? Okay, vielleicht muss ich ja auch einfach der Story folgen und das kommt von alleine. Weil die, oder habe ich hier vielleicht auf der anderen Seite, habe ich noch nicht geguckt, ne? Die hatten ja, da haben wir immer nur auf der einen Seite in die Regale geguckt. Oder vielleicht verdient man mit einer Anwaltskanzlei so viel, dass das alles egal ist. So, also wir haben hier Pommes, Papiertüten, Getränkedosen, Hotdogs, Pizza, Burger, Tiefkühlkost, frische Lebensmittel, Croissant, Donut, Becher Kaffee, Cupcake, preiswerte Blumen, teure Blumen, Schmuck. Schmuckladen wäre auch cool irgendwie, ne? Zigarren, okay. Zigarren und Weinflaschen. Okay. Zigarren und Weinflaschen. Also wenn ich schon hier bin, nehme ich noch teure Geschenke mit für den für den Geschenkeladen. Was ist denn, wenn wir uns mal umgucken nach einem Laden? Zigarren und Wein? Kann ich das kombinieren? Das wäre doch was. So ein kleiner Zigarren- und Weinladen? Passt doch auch zusammen, oder nicht? Eine Vinothek? Wenn es überhaupt dann noch schlaue, Vorsicht, schlaue Gebäude gibt. Hallo, guten Tag. Kannst du dich gleich mal auffüllen, wenn du schon hier bist. Der Rest nach hinten. Du, hier ist fast leer, Kollege. Wait a minute. Hallo, guten Tag. So. Ja, die anderen Sachen müssten ja eigentlich geliefert werden, wenn das jetzt endlich funktioniert. So.
Jetzt müssen wir einmal kurz zu AJ rüber. Der war, glaube ich, hier vorne, ne? Weil wir brauchen ja dann, wenn auch, das ist ein Lagerhaus. Also, wo laufe ich hin? Wo war denn AJ? Das ist mein Büro. Einrichtungshaus. Ach, hier vorne. Okay, ich nehme doch das Auto. Wir brauchen ja dann, wenn auch, Regale dafür, ne? Um die Sachen zu verkaufen. So ein Weinregal und ein Humidor. Ist das hier schon? Jo. Ach, der macht erst... Oh, shit, wir haben schon wieder nachts. Ja komm, dann pennen ein bisschen. Bis, um 8 Uhr. Warum machen wir jetzt weniger Gewinn? Mit dem Laden hier. Da hatten wir doch immer 6000. Was ist hier los? Das ist, weil wir die Öffnungszeiten geändert haben. Ja, die Gehälter sind halt nicht so teuer, ne? Was ist Ressourcen? Was ist Ressourcen? Die Einkaufspreise oder was genau ist da drin? I don't know. Guten Morgen. So. Was haben wir denn hier? Pizzaofen. Schmuckvitrine. Hotdog-Grill. Produktaufsteller. Backwaren. Zigarrenregal. 1500, das geht. Weinregal. Weißt du was? Ich hole mir einen Laden. Wir machen einen Weinladen auf. Wein und Zigarren. Das mache ich jetzt einfach mal. Hier ist... Warte mal. Großhandel machen wir mal aus. Was ist das dann? Der ist so groß, ne? Ein kleinen. Hier, sowas. 40er. 36er. Der ist eigentlich ziemlich gut, ne? Wie teuer ist der? 24, komm, den nehmen wir. Okay. Drink und Smoke. Wir haben alles groß geschrieben, glaube ich, ne? Drink und Smoke. Das wird... Oh, warte mal, die Kategorien, ne? Florist, Juwelier, Wein- und Spirituosengeschäft. Kann ich denn da auch Tabak verkaufen? Weinflasche und Zigarre. Nice. Unternehmen gründen. 0 in der Nachbarschaft. Perfekt. Drink and Smoke. Einstellungen. Haben wir da so eine Weinflasche oder irgendwie eine Zigarre oder sowas? Nee, nicht wirklich, ne? Hier, ein Weinglas. Hintergrund weiß, das schwarz. Drink and Smoke finde ich cool so. Finde ich cool. Speichern. So, wir brauchen. Das heißt, wir können gleich einkaufen. Keine Kassen. Stapel Einkaufskörbe. Also. Die Sackkarre. Wir brauchen Einkaufskörbe. Wir brauchen erstmal ein Weinregal. Ein Zigarrenregal.
Kassen hatten die hier nicht, ne? Da muss ich in den anderen Laden. Oder kann ich auch so eine Kasse reinstellen? 2300, Kasse mit Förderband. Soll ich das einfach mal spaßeshalber ausprobieren? Das passt zwar überhaupt nicht in den Laden, ne? Komm, ich probier's mal aus. Ein Weinladen mit einem Förderband. Will mal wissen, ob das geht. Danke. Und der ist gleich hier drüben. Perfekt. So, ab in unser unser neues Geschäft. Stapel Einkaufskörbe, platzieren direkt bei der Tür. So, dann Weinregal platzieren. Eigentlich an die Wand, ne? So. Ich glaube, da werden wir noch mehr brauchen, aber ich will erstmal gucken, was die Statistik dann sagt. Hier in der Mitte so die Zigarren. Hier, vielleicht. Und die Kasse mit Förderband. Okay. Hier so. Hat keine Kassen, ist abgehakt. Okay. Papiertüten, Zigarren und Weinflaschen. Und Personal dann natürlich. Und eine Putzdings, ne? Und ein Lager. Hier, das Ding nehmen wir nochmal kurz mit. Lagerregal gibt's ja auch bei AJs, ne? Ruhig. Holen wir gleich 2. Es kann sein, dass das alles nach hinten losgeht, Leute, ne? Das ist ein Versuch. So. Einmal hier. Und einmal hier. Erstmal. Das Lager größer als die anderen? So, okay. So ein Putzding hatten die nicht bei AJ, ne? Scheiße. Ich muss nochmal rüber. Nee. So was haben die nicht. Okay. Muss ich trotzdem noch ins andere Ding. Scheiße. Wobei, ich kann ja das vom Burgerladen nehmen, wenn ich den zumache. Vielleicht. Ah, hätte ich mal die anderen Mitarbeiter nicht rausgeschmissen, dann könnte ich die jetzt benutzen. Damn it. Okay, wie sieht's denn aus hier? Wenn ich hier... Der ist noch nicht voll ausgelastet, so. Zigarren. Weinflasche. Ein Weinregal. Einkaufskörbe. Okay, da kann ich je noch eigentlich eins reinmachen, ne? Ein Weinregal. Zigarrenregal. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, ein Weinregal. Und ein Zigarrenregal. So. Cooler Laden. Dann, hier Raumgestalter. Ist das... Das ist schon schwarz, ne?
Ich möchte hier so einen dunklen. Ist das grau, blau? Ich keine Ahnung. Farbenblind. So. Dann möchte ich einen schönen Holzboden, der aber auch ein bisschen dunkler ist. So was hier. Maybe. Okay, hier kann ich Zigarren, das ist klar. Hier Wein, das ist klar. Gut, dann brauchen wir eigentlich Ware, ne? Wo haben wir die Karre? Hier. Oh, bon, bon. Ja. Reicht. So. Parken. Weinflaschen. Kosten 122 für 25 Stück. Boah, ich möchte den Stapler eigentlich, ne? Weil ich will mich ja dann auch nicht alle 5 Minuten drum kümmern müssen. Stapel Zigarren. Zack. Stapel Weinflaschen. Der ist drin, ich glaube. Nochmal Zigarren. Okay, der ist voll. Jetzt haben wir hier 25 Weinflaschen, 8 mal und 10 mal 225 Zigarren. Ich glaube, hier nehmen wir noch 2 weniger und dann noch 2 mal Weinflaschen. Ich habe halt keine Ahnung, wie da die Nachfrage sein wird. We will see. Kann auch sein, dass wir gerade einen riesen dummen Fehler machen. Aber so ist das Geschäftsleben, Leute. No risk, no fun. 7.000 $. Klar. Zumindest haben wir sonst bis an unser Lebensende genug Zigarren und Wein. Ist doch auch wichtig. Und ich glaube, ich werde personalmäßig beim Burgerladen noch was wegnehmen. Alter, come on. So. Lager verwalten. Ach scheiße, Papiertüten, ne? Dämmert. Papiertüten für die Kasse habe ich vergessen. Was haben wir jetzt? Zigarren, die kommen hier rein. Holy. Okay, da geht was rein. Okay. Maybe brauchen wir doch mehr, als ich dachte. Okay, da gehen 4 Kisten rein. Ey, wenn das an einem Tag ausverkauft ist, ne? So. Hier. Okay.
So, und mein Wecker geht. Ich weiß nicht, ob ihr es hört im Hintergrund. Mal aus. Ruhe. Hey, Ruhe. Mike. Das heißt nämlich, dass die Folge zu Ende ist. Aber wir bringen noch eben kurz die Kisten rein. Das machen wir noch eben. Und dann machen wir in der nächsten Folge machen wir den Laden auf. Beziehungsweise ich hole noch Papiertüten. Nee. Ach, komm mal. Junge. So. Okay, wie sieht's aus hier mit 30, 15 von 15? Das passt alles. Ja, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis gleich, Timochi. Ciao.